So, Mana. Aber du mal anfangen. Wat is het met de heimarbeit wat we hadden laatste week gekregen? Und dat fijn, sagt Isaac. Die wordt het niet zo goed dat die worden al stil blijven. Ja, nou dat is goed. Bij ons is het ook fijn. We hebben nog behouden wat het weer, de heimarbeit wat het weer. Ik wil schwin zeggen wat het weer. So ik zei, je zullen een beetje tijd nemen als morgen früh, om van de boodschap reden en dingen wat je vielleicht geleerd hebt durch dort. So vielleicht ein Abend, eine Stunde oder zwei, ein bisschen nehmen von dort. Noch ein Ding, wo wir sehen, dass wenn du irgendwas Sinn wird in uns Leben, was noch nicht aufgedeckt wird, dann wollen wir dort diese letzte Weg tun. Und unsere Partner dort sein, wo wir, wenn wir anfangen, vielleicht den Weg zu gehen, wo wir Heilung können haben und wo wir eine gute Einheit können haben. Und so eine gute Einheit, dort ist allmählich eine gute Einheit zu haben, wenn die nicht up sind zwischen uns und euch Paar. Und so, wie haben gelernt von dort. Und wir sehen auch dort, wir wollen jeder zu uns ab Lüdes beten mit unserer Früh. Und so mit uns. Und so, ich sehe, Mana, ihr sollt das anladen. So, Mana, nehmt die Zeit, sagt, wann ihr die Zeit wollt sein, wo wen, wenn es ich glaube, und wir glauben uns Zeug dort, wie uns Mana, wir sind der jährliche Lehrer in uns Haus. Und so, ich sehe, Mana, dort ihr das anladen. Und so, jeder zu uns nehmt ihr ein Zeit, taub beten, ab Lüdes mit jene Früh. Und so, da wir daheim arbeiten, was wir diese letzte Weg hatten, so, von der kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir fertig sind. Noch ein Ding, wo ich von reden, die letzte Weg, ist, das ist ein Buch, heißt sich Marriage on the Rock, das ist von Jimmy Evans geschrieben. Und so, das ist eine Serie, was wir durchgehen, das ist nur ab diesem Buch gebaut. Und so, wenn die wollen tiefer an die Thema gehen, von was wir hier reden, dann schreibt ihr das Buch. Es ist sehr gut, ich las das Buch zum ersten Mal vielleicht 3 Jahre träger so. Und so, das hat einen großen Unterschied gemerkt in unserer Ehe. Und ich glaube, das wird für uns auch. Und so, das kann ich auf Englisch kriegen, das kann ich auf Spanisch kriegen, wenn ihr dort besser gleichen tun. So ein Buch ist das, kann ich durchnehmen aus ein paar, aus Lied. Vielleicht lese ich einmal am Tag, vielleicht 5 Minuten oder paar Mal der Weg oder was immer, kann sehr viel halten. Und so, ich will ihm bloß sagen, Marriage on the Rock, Jimmy Evans. Das ist ein sehr gutes Buch zum Halten und die Thema, von was wir hier reden wollen. Alright. Ich sehe weiter, alright. So, letzte Weg reden wir von, wo wichtig dort ist, den Grund, ab was wir bauen tun. Wir bauen auf den Stein, sehen wir. Und so, wir losen den Vers in Matthäus Kapitel 7, und Jesus sagt so steht, wer meine Rede gehört hat, und das, was ich gesagt habe, ist so aus ein verständiger Mann, der sein Haus auf den Stein baut. Und der Regen fällt, und das Wetter kommt, und das Wind blust, und schlug gegen das Haus. Und das fällt doch nicht. Weil so wird auf den Stein gebaut. Und so das Haus das bleibt stehen. Und wer meine Rede gehört hat und nicht das, was ich gesagt habe, ist so ein unverständiger Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Und als der Regen fällt und das Wetter kommt und das Wind blust und jener Haus schlug, fällt dort mit großen Krachen taub. Und das ist, was Jesus hier von reden hat. Und wir reden von das wichtig für uns und unsere Ehe, dort wir auf den Stein bauen, nicht auf den Sand. Wenn wir auf den Sand bauen, dann kommt eine Zeit, wo das taub fallen wird, mit großen Krachen, sagt die Bibel. In anderen Welt, ihr habt große Trouble in ihrem Leben. Und so, ein Ding, was ich hier bloß merken will, heißt, ich erst dort, jeder ein von den Häusern, durch kein das Wetter und durch kein das Wind und das schlug durch jeden. Bad von den Häusern. Und so, ich will haben dort uns dort merken, dass und unsere Ehe, jeder Ehe, wird noch mal Trouble haben. Jeder Ehe. So, fall die nicht verdammt, fall jünd nicht verdammt, wenn jene Ehe Trouble hat. Jesus sagt, dort wird kommen. Dort Regen kommt, dort Wetter kommt, dort Wind kommt. Aber was dann wichtig ist, ist, was sei wie gebaut. Was ist uns Grund? Und so, das wo ich letzte Woche ein bisschen Zeit nehmen, zum von unserer Geschichte vertellen. Und ich will wieder von unserer Geschichte vertellen. Wo wenn es ich will nicht haben und die glauben,
dort du eine vollkommene Ehe ist. Ich will nicht haben, dass je glauben, dass eigentlich wir verstehen das alle. Wir tun nicht. Wir wollen mit jenen Taub lernen. Und ich will haben, dass je weiten, dass du eine Zeit wird an uns leben, wo wir auf Sond bühen werden. Und das fällt Taub mit großen Krachen. Und aber nu bühen wir auf dem Stein und nu geht es gut. Und so ich hoffe, dass Jeff die Hoopning nicht dort die verdammt viel merken wird. Und so ich will haben, dass diese Series von Botschaften, die wir durchgehen, dass das eine Zeit ist von Hoopning. Vielleicht eine Zeit von einem neuen Anfang für uns. Eine Zeit von Wachsen. Und dass wir wiederkommen wollen. Und unsere Ehe, alle taub. Noch ein Ding, wo wir unsere Geschichte vertellen, ist, wenn ich will haben, dass die sein, dass die Gesetze, was Gott abgestellt hat für die Ehe, dass die schaffen. Die schaffen. Und so, das, wo wir von der wollen, ein bisschen angehen, so wenn ihr in der Bibel mit haben, dann dreht all nach 1. Mose, Kapitel 2. Und so, das ist ein Aufschnitt, wo Gott seine Blueprint, seine Woche, seine Design für die Ehe geben wird. Und so, das ist 1. Mose, Kapitel 2. Und so, was wir wollen tun über die nächsten paar Stunden ist, wir wollen von diesem Aufschnitt, werden wir 4 Gesetze nehmen, was Gott eingestellt hat von der Ehe. So, das sind Dinge, Gott sagt, das ist, was die Ehe soll sein, das ist, was ihr Leben soll, und wenn ihr diese Dinge tun, dann wird ihr dort gut gehen. Dann wird ihr eine gute Ehe haben. Und so, die Bibel sagt uns, Gott hat einen Plan abgemerkt, wo du 100% sicher kannst sein, dass es schaffen wird. Weißt du, in der Welt von dir, der Ehe ist nicht sicher. Wir checken rum und du hast viele Ehe, die gehen nicht hinein. Oder vielleicht gehen sie nicht hinein, aber die sind sich nicht gut. Die wohnen in einem Haus, aber die sind nicht wirklich fremd. Gott sagt, das ist nicht so, das darf sein. Das ist nicht sein Plan. Und so, das, was wir wollen, wir checken über die nächste, zum Sinn. Fertig, Gouverneur, all die anderen Dinge, lesen wir alle gute Bücher, so ist diesen Buch, das ist ein gutes Buch. Lesen wir Hartwinde Janum, was er sagt, Hartwinde Janum, was er sagt, und aber wir können nicht nach Gott und was er sagt. Und was jetzt interessant, wenn Gott hat mir und die gemerkt, und Gott hat die Ehe gemerkt, so, er weiß von was er redet. Er weiß, was er tut. Diese Weg hat meine Frau ein bisschen Trouble mit unseren Dreher. Die schafft nicht. Und so, was ich tue, ist, ich von der Company, wer den gemerkt hat. Wo wen? Wenn es die sollen doch weiten, was ich schaffen soll. Wenn es die haben den gemerkt. Das kriegt so in unserer Ehe. Gott hat uns gemerkt, Gott hat den Eheplan gemerkt. Und so, wie wir sein, was heute sein haben über das. Und was wir von dort lernen. Jesus redet in Matthäus Kapitel 19 mit den Pharisäern über die Ehe und wo die schaffen soll. Und er trägt in 1. Mose Kapitel 2 und nimmt den Vers durch und sagt, das ist den Plan. Das ist Gott sein Plan. Und Paulus, er redet in Epheser Kapitel 5 zu der Kirche und er trägt in 1. Mose Kapitel 2 und er sagt, das ist die Ehe schafft. Und so Jesus und Paulus, Jesus und Paulus, als die wollen von der Ehe lernen, dann gingen sie träg in 1. Mose Kapitel 2. So das, was wir wollen tun. So wir träg in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24 und 25. Und so jetzt ganz zum Anfang. So ich glaube, wir kennen das alle anfangen. 2. Kapitel in der Bibel. Vers 24. Und er sagt, so steht. Du wenn jet ein Mann von seiner Eltern weich und vereinigt sich mit seiner Frau und sie sind eins. Und der Mann und die Frau, die werden nackt und schämten sich nicht. Das ist Gott seinen Plan für die Ehe. Wir denken so, da wird noch eine Karte. Er schreibt du nicht von Schwäger oder irgendwas. Oh ja, er sagt du von Eltern weich. Okay, so wo fingen wir uns tragen in das? So das wo wir wollen, der nächste paar Weg, so von der. Und dann, nächste Weg ist Mother's Day, Mutterstag, und dann nicht, aber den 17. Dann werden wir von diesen Versen reden und sollen, was haben wir von dem lernen? Weißt du, ich habe doch vorhin gesagt, aber wir glauben, dass Gott sein wird als lebendig und uns voll Kraft und wir merken nur Unterschied in uns Leben. Dort bringt Heilung in uns Leben an. Psalm 107,
Vers 20, sagst du steht, hij mögt gesund met zijn woord en raad eind van grof. En zo dat is wat God zijn woord deed voor ons. En ik vertrouw dat het wordt dat voor ons doen en ons eigen. God zijn woord geeft ons leven, dat geeft ons hoopning, dat geeft ons richting. En zo ver we wieder gaan, we we beten, we we de Heer Jezus frisch vragen, dat hij wordt ons van deze morgens reden. Heer Jezus, we zijn die goed en we weten dat we kan de Bibel mal dan verstaan, wanneer du ons openbaren is, du ons leiden is. En zo ik bid dat van deze morgens, wanneer we deze paar versen betekenen doen, van die plan voor eigen, dat we worden wat leren, dat we worden wiederkomen, dat du ons wordt wijzen en aanschieren, hoe we dingen gaan te ändern, dat we kan de goede, erfolgreiche eigen gaan, verdienen ihr en voor ons goed. Ik bid het in die heilige naam Jezus. Amen. Alright. De 4 Gesetzen von der Ehe. De 4 Gesetzen von der Ehe. Von der, wo wir die ersten 2 betekenen. So, wenn ihr wat hand geschrieben, oder vielleicht ein Phone, jij dat door een typing. Hier ist der erste Gesetz, was Gott ansagen deed. Het zegt steht, de Ehe ist eine vergetrockene Sache. De Ehe ist eine vergetrockene Sache. Und so, auf Englisch sagen wir the law of priority. Dat is wichtig. Dat is het wichtigste ding. En dit komt van 1 Mose 2, vers 24, dat eerste poort van de vers. En hij zegt zo dit. Du wen jet een man van zijn ouderen weg. Du wen jet een man van zijn ouderen weg. Hier leert Gott ons wat sehr wichtig van de Ehe. De Ehe is de wichtigste gemeenschap, de wichtigste relationship wat we kan met irgendein Mensch op deze wereld hebben. De Ehe is het ganz wichtigste. Wat we kan met irgendein Mensch op deze wereld hebben. Hij redt hier van weggaan van de ouderen. Wat hij niet meint is dat we niets meer met onze ouderen te doen hebben. In de Bibel leert ons dat we zullen onze ouderen eeren en respecten. Maar wanneer we naar het woord weg kijken, dan hij zegt, we zullen van de ouderen weggaan. Dat woord weg, dat meint, we zullen loslaten. Loslaten. Handgeven. En zo den dag wordt die bevriend is en dat wordt tussen du en die ouderen. Tussen de man en zijn ouderen, tussen de vrouw en haar ouderen. Tussen de man en andere mannen, tussen de vrouw en haar vrouw's vriend. Tussen de man en alle andere vrouw's en tussen de vrouw en alle andere mannen. Door veranderd wordt, hoe wens diesen Gesetz. De Ehe is het wichtigste. En zo, wanneer we kijken dan naar de lijst van wichtigste dingen in ons leven. Dat vangt met God aan voor Christen en aan voet ongeveer dort als die Ehepartner. En zo die Ehepartner is wichtig, zo te zijn als Kinder. Dat meint niet dat die Kinder niet wichtig zijn, maar de Ehe is het wichtigste. Je Ehe is wichtig als die verhältnis met die ouderen, met ihre ouderen, met die vriend, met die arbeid, met die kerk. Die Ehe is wichtig. Je Ehe is wichtig. De Bibel leert ons van afgunst. En veel denken we aan afgunst als van een negatieve, slechte ding is. Maar ik wil je van jou zeggen, du bist een gerechte afgunst. Du bist een gezonde afgunst. En dit komt te spelen in onze Ehe. En wat je God, is ook een God, wat met afgunst schaffen deed. Hij zegt in 2 Mose 34, vers 14, zegt God, bet geen andere God aan. De Heer, die ook den noemen afgenstig heeft, hij is een afgenstige God. En zo God wijst ons hier, wat een gerechte afgunst is. En dit komt te spelen, krijgen diesen Gesetz van het wichtigste, de Ehe is het wichtigste gemeenschap wat we hier op de wereld hebben. Wanneer we irgendwas wat doen in ons leven, um diesen Gesetz breken, wanneer we den Ehe nicht wichtig houden, zoals die woord zullen zijn, dan komt diesen gerechte afgunst in ons leven aan. En zo, onze Ehepartner, die is vielleicht vertieft met andere dingen, en we worden afgenstig. En dat is goed. We zullen afgenstig worden.
ich und Debbie, als wir, bevor wir befreit werden, wir haben noch vielleicht ein bisschen anders als viele Menschen hier waren oder das hier nicht anderen, aber wir wären mess einmal taub. Wann ich wenigstens nicht bei der Arbeit wäre oder bei der Zeug oder was immer. Und so, wir wären fertig taub. Und so, wir wären uns wichtig. Sie wird mir sehr wichtig. Sie wird meine Priority. Ich halte er hoch in mein Leben. Und so, ich mir sure, dass wenn ich einen Moment habe, wo ich nicht Druck habe, ich würde sein, dass ich kann eine Art fahren oder was immer. Ab dem Weg nach Haus von der Arbeit, wenn ich gut rumfuhr, dann traf ich wieder ein Haus vorbei. Ja, habt ihr das mal so gut? Ja, ich fuhr hier eine Weg vorbei. Ja, da ich würde mal wieder anhalten. Schwinde auf dem Weg, ein paar Blumen, besieden Weg holen. Sie werden Priority. Sie werden mir wichtig. Und ich werde für euch kriegt sie gut. Wir befrieden uns. Und wir dachten, besser würde einmal 100% dort bleiben. Ich schaffte dann bei Klock 5. Und so, Klock 5, wieder war ich nach Haus. Und wir wären uns wichtig. Wir wären uns ganz wichtigste. Und dann kamen Kinder in uns Heim. Kinder sind ein Segen von Gott. Aber wenn du als Kinder in den Heim sind, dann Dinge sich verändern. Debbie heeft sich nu nur auf mit den Kindern, wenn sie soll. Sie ist eine Mama, sie muss für die sorgen. Und ich fällt mir auf einmal so, sagt, da habe ich wieder das Wichtigste. Und so schön ist das Kind ein klein bisschen rot, dann jetzt du an. Ich fange an, andere Gefällung zu geben. Ich fange mein Leben an zu ändern. Ich komme nicht mal Klock 5 nach Haus. Ich bleibe länger bei der Arbeit. Nicht wegen aber ich werde vertieft mit meiner Arbeit. Und so ich komme dann nach Haus und so wird meid von den ganzen Tag her mit kleinen Kind. Bald hat wir 2 Kleine, die wir in ein Jahr hinein, unser erstes Bett. Und so wird meid. Und ich komme nach Haus und ich dachte, okay, nu will ich mal den König sein in uns Haus. Nu will ich mal der Wichtigste sein. Aber ich denke erst mit ein Jahr Kinder, die kostet nicht bloß den Pause-Button drücken. Und nu wollen wir erst mal 3 Stunden hier so uns vertiefen. Das ist nicht so, dass es schafft. Und so, ich fange mir an, ein bisschen zu tragen, wenn ich sage, wie das Wichtigste ist nu. Und so, nu bleibe ich mal bei der Arbeit, oder mit meinen Freunden, oder ich sage uns Freunden, da wir können mit Freunden taub sein. Und wir gingen beide sozusagen in den Weg. Wo wen? Nicht, wenn es Kinder schlecht sind, nicht, wenn es die Arbeit schlecht ist, nicht, wenn es Freunde schlecht sind, aber wenn es wir lebten nicht nach diesem Gesetz nur. Das ist euer erste Wichtigste. Wir dürfen nicht uns Leben so ausplanen, dass even wenn wir Kinder haben, even wenn wir bei der Arbeit wären, even die Dinge, wo wir vertieft wären, dass wir danach Zeit nehmen für uns und dass wir dürfen investieren, dass wir dürfen investieren, dass wir dürfen an uns eigen, dass wir dürfen uns eigen abbauen. Bei uns wird es ein bisschen so, dass es mit Geld. Wenn du ever geblieben hast, dann geben wir noch ein bisschen Gott. Aber erst über all die anderen Dinge, dann nach der letzten Bett, ever blieb so, hier, Gott, nicht kostet nach Hand. Halt nicht alle verbrücken könnt. Und in unser Eihe wird ein bisschen zurück. Wir geben uns nicht unsere beste Zeit. Wir geben uns ever blieb so. Und manchmal würde nicht viel ever blieb so. Wir lebten nicht diesen Gesetz aus. Jesus sagt hier, Gott sagt, dass ein Mann wird von seinen Eltern weichgehen und seine Früh ist nu die wichtigste Person auf der Welt. Und so, ich rede hier nicht von, dass Jesus Lied wollen immer taub sein. Ich rede nicht, dass euch erst schaffen, und sei erschaffen. Aber wenn du in so einem temporalen Besten in dein Leben, wo du sei erschaffen hast, was tust du in dein Leben, zum das Treich plun, dass deine Ehe nach Bett wichtig bleibt? Jemanden. Wenn wir diesen Gesetz nicht wollen gehorchen, dann wird es nicht Geld schaffen an unser Ehe. Und so, jemand nicht bloß ever blieb soll. Jemand dort ihr steht. Und was ihr das würde dann nennen können, wo wir dann aufjänstig wären. Wo wenn du wieder in Denk in mein Leben, was so fallen hat steht genommen. Und du wirst denken, in ihrem Leben, was ich so fallen hat meine steht genommen. Und nu kommt diesen Gerecht da auf ganz nennen.
Das ist nicht mehr arg, wenn wir aufjänstig sind, über unsere Zeit, über unsere Ehe. Wir wollen nicht haben, dort irgendwer durch Mank spielen das. Gott will auch nicht haben, dort irgendwer Mank spielen das, mit unserer Gemeinschaft mit ihm. Und so lehrt uns an das. Und so, was wir dann machen, tun als Ehepaar, was wir dann müssten tun, ist, wir müssen Buße tun. Und Buße meint dort, wir ändern. Wir tun die Dinge anders. Wir müssen some Dinge abgeben. Wir müssen some Dinge anders tun, damit wir können uns Leben treich planen, dort unsere Ehe wird durch sein, wo das Heil hier. Boven. Grutzwinger Gott. Und so ein Ding, was wir deuten, ist, wir fangen dann an, wir sind sehr drauf, wir haben alle Dinge mit der Arbeit und der Kirche und alles. Und wir fallen geraubt zu dort, aber wir müssen uns Leben so planen, dass wir nach Taub kommen, ohne Kinder, allein zum Reden von Leben. Und dass wir können unsere Freundschaft bauen. Eure Leute sind Partner, aber die sind nicht Partner, so Socios-Partner sind. Das ist nicht, dass du in deine Früh nu ein Negozio abstellen und sei das ihre Dinge und du das deine Dinge und nu gehen wir durch ein Leben. Nee. Die sind Freund, beste Freund. Und sure, die haben jene Dinge, was die tun. Und die gehen durch ein Leben. Aber an dort sind wir Freund und wir bauen den Freundschaft und wir nehmen uns Zeit, um uns besser kennenlernen. So wir planen den Abend Weg. So montags zu Uwes, wir haben uns Date Night, ich habe manchmal ein bisschen von dort geredet. Und wir tun dort, wenn wir dort nicht wollen tun, dann unser ganze Weg ist immer voll. Und dann kriegst du bloß das Überblieb soll. Und so wir gleich in den Weg anzufangen, montags zu Uwes. Zeit nehmen, für uns allein, wir kriegen einen Babysitter. Und wir haben ein Date Night. So ich würde Ihnen mal sprechen, plan was an Ihrem Leben nennen. Das ist nicht, dass jemanden dann vielleicht nicht einen Babysitter annehmen, vielleicht nicht nur ein Restaurant fahren, aber was du je zum Zeit taub haben. Meins bloß Eva blieb so. Wo wenn es Jesus sagt, der Ehe ist das wichtigste Ding in dein Leben. Grutzwinger Gott. Nehmt Zeit, plant dein Leben auf so ein Weg, dass die wollen Zeit taub nehmen. Du wen, jeder ein Mann von seinen Eltern weich, wenn es seine Früh ist nur das wichtigste Ding auf der Welt für ihn. Das wichtigste Ding auf der Welt für ihn. Der Ehe ist eine fair trockene Sache. Der zweite Satz sagt es steht. Der Ehe braucht viel Arbeit. Der Ehe braucht viel Arbeit. The law of pursuit. Der Ehe braucht viel Arbeit. Weil die eigentlich scheinbar da steht, wo wir sehen, komm mit den Ohren befreit. Ich sehe nicht mal gut. Ich sehe ihm nicht mal gut. Ich feil dort bloß nicht, dass es einmal wird. Vielleicht bist du dort durchgekommen. Dann kommt dieser Satz sehr in Betracht für dich. Der Ehe braucht viel Arbeit. Das kommt von 1. Mose 2. Er sagt, und er vereinigt sich mit seiner Frau. Das Wort vereinigt dort meint, mit Fliet, was hing ran. Mit Fliet, was hing ran, und auch Vorshalt. Das ist das, wie sollen wir Sohn sein über unsere Ehe. Das wird schaffen. Ich will was tun. Ich will mit Zeit nehmen. Ich will Geld bringen für das. Was immer das braucht. Wo wenn es der erste gesagt sagt, das ist mir wichtig, und der zweite gesagt sagt, das braucht viel Arbeit. Und so, wenn die dort wirklich wichtig teilen das, dann wird die dort kein Trouble sein, die Arbeit dann ansteigen. Und das geht rein ganz jen, was die Welt uns lernt von Ehe und Leib. Die Welt lehrt uns, wenn die wirklichen Menschen leben das, dort kommt bloß alle verselbt. Dort fällt sich bloß alle so gut und it just clicks. Dort kommt Glück von der Hall, den je dan. Dort ist Lenis. Dort kommt nicht alle verselbt. Früher mal Jungs, die eine Novia haben, früher mal zu alle verselbt kommen. Für mich weiß ich nicht. No, ich muss mich anstrengen. Ich muss mir Dates ablehnen. Und ich muss mir lernen, Chicken Enchiladas merken für euren. Alle Dinge, wo wenn da wieder in Boston eten. Ich weiß nicht, was zu merken. Und ich dachte, oh, das ist mir all, das wo ich immer werden. So ich frage meine Mama und meine Papa, hey, wo merke ich Chicken Enchiladas? Enchiladas de pollo. Und so die weisen mir an,
Mir kijk daar enchiladas de pollo. Dat komt niet versalzt. Ze heeft zich zei, oh je strang voor mij. Oh je strang voor mij. Dat komt niet versalzt. Wie geloven manchmal, oh dat komt alle versalzt. En zo schwindet het met mijn vrienden niet meer versalzt komt. En het met Jane dat, oh dan zal ik met Jane zijn en niet met deze. Dat is een lee. Dat is leen is klik van vriend. De eigen brukt arbeid. Wie moeten reit zijn te schaffen. De eigen schaft mal dan, wanneer du voor de eigen schaffst. Het tweede gezegd zegt, de eigen brukt veel arbeid. De eigen is een beetje zoals onze muskelen. Ik had mal eine tijd meer als nu. Maar wanneer we die willen opbouwen, wat doen we? We brukken die. We exercisen. En zo exercise, dat is heel wichtig in de eigen. Dit is een ding wat ik en Debbie moesten doen. En weet je wat? Dat houdt zich krijg blik, waar die vuilend is. Dat houdt zich krijg blik, waar die vuilend is. Nou, van der vuil ik doe niet nu. Dan doe dat. Nou, maar ik vuil niet zoals wanneer ik er goed zie. Dan doe de rechte dingen. De Bibel geeft ons een weg, terwijl we kunnen in live fresh opbouwen in onze eigen, wanneer het leeg geworden. En dat komt van Offenbarung, Kapitel 2. En Jezus redt hier in de kerk. En er wird een tijd wo zij am sehr goed werden. Maar nu deze tijd pas, dat wird al een beetje zo kalt geworden. En Jezus zegt, hier is mijn plan van waar du dat krijgt. En dit is zijn plan voor ons als eigen paar. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 5, zegt es dit. Denk daaraan, van waar du gevallen bist. Keer die om, en daar waren wat du am Anfang deed. En zo dit is wat ik junt wil geven van dir, als hem arbeid. Denk daaraan, van waar du gevallen bist. En andere weer, goed terug denk van waar je komt als eigen. Wat zei je al daar gegaan? Waar wird het? Waar wird het zum Anfang? Vielleicht als je nach Novios weer. Wo deitst du die anstrengen? Wo verbed van je? Wo deiten je anstrengt om den partner je van? Wo wird het aan die tijd? Wens voor de meeste van ons, dan wird het een beetje ding. Dat tweede ding is, keer die om. In andere weer, wanneer die diesen Zweig is, dan gaan die diesen Zweig. Dat meint, nu doen we dingen anders. Nu zijn we anders. Wie man onerkennen, wat de waarheid is. Nou, hij zal gezegend zijn. Nou, hij zal ons sterk maken. Nou, hij zal goed zijn. Dat is de waarheid. We moeten ons tausch doen, wanneer we dingen aardig doen. Ja, ik heb een Fehler gemerkt. Ja, ik heb dit falsch gedaan. En dan moeten we ons anders. Dan moeten we ons omdraaien. En anders leven. En dan zegt hij, en deel waren wat u am Anfang deed. Ik reed mal met een vrouw. Zij had een man, maar zij werd met een andere man in lijf gevallen. En zij vroeg me, wanneer wel het mogelijk dat ik waar van mijn man dat kon vallen, waar ik voor deze val. En dan zei ik, kijk zoals du hast aan een aardigen relationship, zoals du hast aan dat geschafft, zoals du hast die vertieft met dat, zoals du hast geld gebruikt in dat, zoals du die hast abgestrompt verarmt, zoals du hast voor dat geschafft. Dat is dezelfde dingen voor die man en dan wat ik krijg zo schaffen. De eigen gebruikt veel arbeid. En wanneer du weißt, die man die vrouw dollar goed zijn, dan schafft du alle aan. Leid is een Entscheidung, nicht eine Feilung. Und so, das ist, was eigentlich Debbie müssen tun. Wir kommen dann frisch taub und wir folgen uns nicht tun. Aber wir wissen, dass wir das rechte Ding, dass wir die Entscheidung, die wir müssen tun, so, wir schaffen an dort. Wir deuten den Date nicht. Wir kaufen uns Beker von euch. Wir lesen in der Bibel, was er sagt, über der Ehe. Wir hören Botschaften von der Ehe. Wir reden mit Menschen, die eine gute Ehe haben. Wo tun ihr das? Und wir fangen an, uns Leben zu ändern. Wir fangen an, anders zu leben. Und weißt ihr was? Der Life kommt träg. Ich weiß, wenn es euch hart belebt. Der Life kommt träg.
Die Ehe braucht viel Arbeit. Und wenn du nicht reut bist, junge Lied, also junge Jugend, wenn ihr nicht reut seid zum Schaffen ohne Ehe, dann seid ihr nicht reut zum Befrieden. Wenn ihr glauben, dass es alles für selbst kommt, wenn wir uns erst befreit haben, dann wird es alles selbst schaffen. Dann seid ihr bloß nicht reut zum Befrieden. Wenn es so braucht, viel Arbeit. Und das ist nicht ein schlechtes Ding, das ist ein gutes Ding. Gott hat es dort abgestellt und sein Plan, wo wenn es wie taub, wenn ich meine Früh taub an unsere Ehe schaffen, dort bingt uns taub. Dort gibt uns Einigkeit. Dort gibt uns Life, einer für den anderen. Sonst merkt das stark. Das interessante Ding ist, dort, wenn Gott hier redet von, wo wir uns die Life frisch abbauen, er redet nicht einmal von unserer Gefeilung. Er redet nicht einmal von unserer Gefeilung. Und dann wirst du das feilen und dann wird es gut gehen. Nein, er redet gut trägt und da die Dinge, wo du dann deutst. Und dann wirst du Life kriegen. Die Ehe braucht viel Arbeit. Sprüche, Jesaja steht, Kapitel 14, Vers 23. Alle schwere Arbeit bringt Verdienst. Aber laat je wird, luten immer arm. Alle schwere Arbeit bringt Verdienst, aber laat je wird, luten immer arm. Was du eine ricke Ehe haben, dann braucht das schwere Arbeit. Was du bloß mit laat je wird, deine Früh dein, mit laat je wird, wat kein Aktion, wat du nicht hinter sich haben. Also, wo du was haben, dann musst du arm sein in deiner Ehe. Laat je wird, mehr arm, aber schwere Arbeit bringt Verdienst. Und so war das. Ich habe von unserer Ehe geredet. Und wir haben nicht eine gute Ehe, wenn wir so eine gute Menschen sind. Gestern noch waren wir uns uneinig. Gestern handelt man nicht ab so ein Weiß, das was ich heute sollte. Ich werde kalt. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Büße, der unser Schwindest, die dort anwascht, amtieren und wahrlich sein zu sein, dort ich werde auch reich. Ich werde auch reich. Ich weiß für uns als Männer, das ist manchmal sehr schwer. Aber wenn du was wirklich in Mond Gottes sein, dann machst du dort ja. Ich werde auch reich. So ich kam gestern nach. Wie fuhr ein Freund, Johnny und Susie, und Johnny hat gleich gewundert, wo wir in Truck so erst steht. Aber ich muss auch zu Gott halten, Frau. Und ich habe mir auch recht geholt. Ich habe so weit auch geredet, das wollte ich nicht gut haben soll. Nicht mit Respekt. So dann machen wir auch kurz abbringen. Und so, die Ursache, wo wir von der eine gute Ehe haben, ist, wenn die Gesetze, was Gott in sein Wort hat ausgeleitet für uns, wir proben die durch seine Gnade auszuleben. Und so war das. Die Ehe ist ein Ferientrag mit Sache. Die Ehe ist eine Priority. Das ist das wichtigste Ding hier auf der Welt für jeden beide. Und der zweite Gesetz ist, die Ehe braucht viel Arbeit. Zum jeden vereinigen. Zum jeden taub bringen. Zum jeden taub halten. Das braucht viel Arbeit. Homework. Arbeit. Letzte Sonntag dann hier, ich hier durch meine Früh, dort some von ihnen früh ist, die gleichen dort sei, wo ich letzte Sonntag zu sein hat. Wenn ich sehe alles bis zu den Mann. So. Ich sehe, oh, das ist es geschafft. Okay, dann wollen wir alles für die Früh ist. No. No. So, die hatten letzte Weg, jeder Tag, taub Gebet, aus euer Lied. So, war diese Weg, selbst ihr denkt. Männer, die leiden an das. Okay? Und so, das ist nicht die frühe Arbeit zum Schirmmerken, dass ihr das tun, das ist deine Arbeit. So, Männer, die leiden an das. Jeder Tag taub beten, ablüdes. Alright? Zweite Ding, was ihr diese Weg sagen tun, es nehmt war das am Zeit, vielleicht eine Stunde oder zwei, wo ihr allein seid und die Kinder, und redet von diesen zwei Gesetzen in der Ehe. Und fragt ihr. Haben wir auf so einem Weg gelebt, dass unsere Ehe das wichtigste Ding hier auf der Welt ist für uns?
Wenn wir Druck sind und schaffst vielleicht Seier oder alle Dinge, wo wir uns mit Druck merken, wo wir danach mangt dort Druck leben, dort so traag und abstellen, dass wir unsere Ei wichtig tun. Okay, red von dort. Und dann ein Ding, was ich will haben, ist, ich will haben, dass die irgendwo down diesen Weg zum deinen Ehepartner dein, auf ein besonderer Weg, was du weißt, was denen wichtig oder auch wichtig ist. Vielleicht ein kleines Ding, noch so ein Wort. Verschiedene Dinge für verschiedene Menschen. Vielleicht was er Rüt nehmen zu irgendwas, vielleicht was die Kinder Rüt checken zu irgendwas, vielleicht was durch den Tag, wenn du Druck bist bei der Arbeit, vielleicht nimmst du ein bisschen Zeit, um eine Mensage geschrieben oder zum Schwimmen abfuhren. Bloß zum Arbeiten luten, dass du an Ar denkst oder Arbeiten luten, dass du an Arm denkst und den Drucken da. Vielleicht wirst du aus früh eine besondere Multit merken, was am seine beste Multit. No sei, vielleicht kostet dort down und dort dort weit. Vielleicht gleich sei, wenn du eine Route nimmst, fertig von Drive, irgendwo hinfahren und das Dinge bechecken und reden. Vielleicht hast du dort die gleichen und dort. Früher, vielleicht wollen die eine Schlupfstufe anladen. Verschiedene Dinge, was wir können tun, um uns Partner dein und den live beweisen und sagen, du bist mir wichtig. Ich sehe dich gut. Ja? So, ab Lüdes beten, taub, jeder da, aus Poa. Reden von der Botschaft, was haben wir gelehrt, wo sind wir stark, wo haben wir wussten. Den Partner auf dem guten Weg dein, was eure Arbeit besonders wichtig ist. Vielleicht ein Ding, was du auch von Stadt nicht getan hast. Wenn wir abstehen. So dass unsere Heimarbeit für diese Werk und bloß dort die weiten, die Heimarbeit, wo ich jünt abgebe, die gebe ich mir auch ab. Und so werden wir uns anstrengen, werden wir das tun. Wenn ich glaube, das wird uns stärker mehr. Ich will einen Segen beten über jünt aus Ehepaaren, dass diese Werk wird eine gute Werk sein für jünt, dass diese Werk wird eine Werk sein, wo ihr wissen wollt. So werden wir alle tun, werden wir beten. Gott, ich danke dir, dass du uns gut bist und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Gesetze für die Ehe. Und Herr, ja, jetzt wies uns, wo und wo wir wissen können in diese Areas, wo wir von dir geredet haben. Wo wir können unsere Ehe ein Bereich, das steht haben in unserem Leben. Und Jesus sagt, bete besonders für die Ehepaare, dass die etwas Weisheit geben, wo können sie ihr Leben planen, auf so einem Weg, was die gefallen hat in diesen Area. Wenn wir sind alle Druck, wir haben viele Dinge zu tun. Ja, für uns Weisheit, wo wir das können tun. Jesus sagt, beten sehen, besonders auf den Mann an diesem Weg, dass die etwas Kraft geben zum Leiden in diesen Area von Tod beten. Für some von uns ist das nie ein Ding, wo wir unglücklich mit sind. Halb uns an das Jesus. Dass wir das können tun für deine Ehe und zum unsere Ehe abbauen. Und Jesus sagt, bete für die Frühe, sagt, dass du irgendwo halten zum ihrem Mann gut sein und live beweisen und dein auf so ein Weise, was du irgendwo erlebt hast. Dass sie würden beten für ihren Mann. Und dass wir alle aus Ehepaaren würden wissen. Dass unsere Ehe wird stärker werden. Dass wir würden keine Rückdachen in der Welt, wer du bist, aus Gott. Und dass du uns gemerkt hast. Ich danke dir, Jesus, nu al für was du wirst tun in uns Leben. Ich bete in dein Heiligen Namen, Jesus. Amen.